begrüße nicht ganz herzlich hier für ein durch Tür durch als Gemeinde zu machen. Die sieht hier im Schulcampus. Ich weiß noch nicht, wo der alle gut herkommt, oder von Kehle sieht, von Olm sieht, von Käsbild sieht oder von Nosbild. Das gesehen wir den Ofen. Wenn wir schwätzen Ofen ein bisschen mal den dafür sind wir hier, ist Impressionen zu gehen, wenn die nur froh und du hast, oder hallo, selbstverständlich, könnt ihr die selbstverständlich stellen. Dafür sind wir hier, dafür machen wir das. Wir wollen nicht als Gemeinde, die da hier rausgewählt wird, für zu wohnen im Bereich, noch ein bisschen mehr im Detail vorstellen. Hier ist die Schule, Sportsaal, alt Gebäude. Wir sollen alt Gebäude, das war das erste, was wir hatten. Das steht nicht mehr ganz lang. Wir sind im Gang an der Gemeinde zu planen, für das ganze Gebäude neu zu machen, und das kommt hier hinstehen. Das wird alles weggerappt und dann können ganz neue Gebäude. So weit sind wir noch nicht, wenn wir schaffen, und werden wollen, vielleicht, wenn wir Chance haben, nächstes Jahr schon noch gehen, da steht nach Schuss da und da ist ein Eidelplatz. Wir das sehen wir noch, wenn wir rundherum gehen. Wie gesagt, es dauert ungefähr eine gut 3-4 Stunden, eine Stunde, da sind wir fertig mit unserem Tour, wo wir rundherum gehen, und dann gehen wir auf die Gemeinde. Ihr wisst, dass wir letztes Jahr 2015 als Gemeinde am April angeweiht haben, da machen wir einen kleinen Tour durch die Gemeinde, da sieht ihr der Kirche, die meisten von euch haben sie recht einmal gesehen, dass für einen Abend, wo das auch gemeldet wird, da gehen wir da rundherum, aber ganz zum Schluss geht er da von uns auf feiermäßige kleine Päckchen, und da schließen wir den Abend ganz gemütlich bei einer flotter Diskussion, holen sich mal auf, da können wir nach Fragen stellen, können die Leute mich noch kennenlernen, können mit alle Leute schwätzen, von der Frau not kulturell, sportlich oder von den Schulen. Zeckt nicht, dafür sind wir hier, dafür geht die Noven organisiert. Und wir sind noch froh, dass so viele Leute auf uns dem Land geantwortet haben, für ich können, Gemeinde, Neidgemeinde, Ausgemeinde Kirchen vorzustellen. Qu'est-ce qui vous plaît un peu dans la commune? Moi, je trouve que le dynamisme est assez incroyable pour un village de cette taille-là, avec des moyens vraiment remarquables et surtout une vision d'avenir. Ça, c'est quelque chose qui est impressionnant de mon point de vue. Voilà. Je trouve que c'est une commune qui a de nouvelles structures d'accueil au niveau des écoles et l'organisation même de ces soirées qui montre qu'il y a un intérêt pour les nouveaux arrivants et une bonne initiative. We very like the atmosphere in the village. I think it's the right size, not too big, not too small, and everything seems to be very tidy, very clean, very friendly. Yeah, so we very like the place. Very. The forest around Kalen, yeah, it's very well built. So. And also the school and the official buildings and so on. What do you think about it? I think they are very new, and I think the kids must be very happy to play and learn lots of new things. Maar dat denk vlot levensgemeng als wo wirklich auch alles wird. Optik, Doktor, Zahndoktor, Epicerie, ein guter Bäcker. Aber ein flotten Schulcampus. Wie gesagt, alles tipptopp. Ja, alles ist gut hier. Sonst wirst du da reinkommen. Wir sind aber auf Dundelplännerin. Ja, voilà. Das ist alles schön hier. Tipptopp. Und einen schönen Empfang. Voilà. Alles an der Reihe. Krisch. Villa Kunterbund. Ja, der ist ein paar flott an die Rest. Précoce zu Olmorelo, relativ an die Rest kann ich schon nicht so. Bon, moi j'aime bien la commune de Galen aussi parce que l'environnement ici, il y a assez de place pour tout le monde, assez de verre, de verdure et tout ça. Et aussi j'aime bien cette soirée. Je trouve que c'était une très bonne idée d'accueillir les nouveaux résidents ici de Galen. Je trouve ça c'est très chaleureux. J'aime bien cette idée. Un mot sur le trafic. Il faut pas circuler pendant entre 8 heures du matin jusqu'à 9 heures et après 4h30 jusqu'à 6 heures le soir. C'est catastrophique. Il faut trouver une solution. Et le train ne va pas donner cette solution-là. Ça nous plaît beaucoup, c'est pour ça qu'on a choisi. Et la soirée, moi ça m'a plu parce que ça donne envie de découvrir. Il y a des choses à découvrir, des choses qu'on ne connaît pas plus encore, parce qu'on est des nouveaux résidents. Donc ça donne vraiment envie. Et félicitations pour l'organisation et l'accueil. Ja, was mir ganz gut gefällt, dass die innovativen Projekte, die neu die hier entstanden gesehen, weil ich Gemeinde auch kennen von früher. Ich habe 15 Jahre Badminton gespielt und ich spiele mittlerweile Badminton.
Und ich habe gesehen, dass mittlerweile ganz in der Gemeinde entstanden ist, wie auch die ganze Mesorelle, die ganze Struktur, die ganzen Sitten, wie sie aménagiert gehen, wie sie gruppiert gehen zusammen, auch wie Gemeinde wird die Potenziale an durch, wird nach für Projekten ausbauen. Und ja, ich bin überrascht, was nächstes Jahr noch so geschieht, alles Projekt in der Gemeinde. Den letzten 4. Oktober kommt Francine Klosener, Staatssekretärin am Wirtschaftsministerium op Gras, für die neue Aktivitätszone Zaro anzuweihen. Den Kieler Chef Lucien Koch als Vizepräsident vom interkommunalen Syndikat, den die Sonderaktivität de la Region Ouest geriert. Für die Bändchen durchzuschneiden wären auch Burgemeestere von 3 Syndikatsgemenge kommen, Guy Scholtes von Kielen, Gilles Roth von Mermer an Jean-Marie Wirth von Stengefeld. Ich muss sagen, ich bin heute ganz froh, ganz stolz, ganz aufrecht. Wir können so eine Challenge gepackt. Für 2 Jahre hat man Staatssekretärin und ich selber mit Bagger nachher gespielt, für nicht den guten Pelz zu machen. Und heute können wir so den Challenge als gepackt gehen. Wir hatten 2 Jahre geplant, für die habe ich zu machen, die Infrastruktur habe ich dann an mir nicht gepackt. Sie sind fertig, wir werden auf die Entreprisen, die hier kommen, als eine ganz Flotzone gehen. Die Zonen wären nicht möglich, für auch an Delay fertigzustellen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir eine ganz flott, konstruktiv Zusammenarbeit haben mit allen den Akteuren, die hier mitgeholfen haben. Innerhalb von 2 Jahren, als wenn ich so darf sagen, als einer Covid eine flotte Infrastruktur gemacht gehen, wo plus ou moins 65 Entreprisen sich können niederlassen. Also darum nice, man Zaro zusammen für den Sohn zu belieren. Und den Zaro ist geplant, gehen wie gesagt an einer ganz ökologischen Vision, das gesagt in einem ganzen Hit. Ich meine, die ganz Geringfleisch hat eine plus ou moins Superficie von 4,41 Hektar. Und das ist wie gesagt, ein Bassin de Retention, den als einzigartig momentan heute zu Lützeburg innovativ und noch ganz flott. Die ganze Mittelstreif vom Zaro als nicht nur ein flott Erholungsgebiet für die Leute, die hier arbeiten, nicht also ein Plus-Value für die Leute, die hier wohnen. Und ich muss so schnell wie hier gewusst ist, die Zone hier, als ja innerhalb von 2 Jahren Sternen, so schnell wie es auch der Dorf Gras. Momentan wohnen zu Gras 87 Leute. Ich sage nicht, wie viel das daran 5 oder 10 Jahre wohnen, weil wir haben 2 PHP, die Instanzen wie sehen, die nicht schon realisiert und wir werden ganz sicherlich das doppelt, wenn nicht das dreifacht direkt tun. Die Zone hat 21,36 Hektar, wovon 17,37 Hektar für die Entreprise sind. Und die können sich auf 65 verschiedene Parzellen niederlassen, mit größten von 11 R bis 120 R. Hauptsächlich sind es Artisanalbetriebe. Von denen 70 Entreprisen, die den Komitee vom Zaro statuiert hat, dass sie eligibel sind, für hier zu kommen, kann ich so, dass aber ganz interessante Schiffer da sind. Und zwar 32 von den Entreprisen kommen aus den Gemengen, die Member sind beim Zaro. Davon sind 10 Entreprisen von Stengefeld, die hier kommen, 9 von Kirch, 6 von Mermer, 4 von Kielen, 2 von Habst und 1 von Garnisch, die hier Platz brauchen, für sich weiterzuentwickeln, und wir hier können flott zu schaffen. Der Preis für die Entreprise, ich kenne da, wir frohen 15.000 € den R, und dort Superficie von 30 Jahren, mit einer Rekonstruktion Tacit, und dann 150 € pro R für den Entretien, das aber indexgebunden ist. Es wird aber auch noch innovativ hier an der Zoning, dass wir sind am Gangen, ein Parkhaus zu planen. Ein Parkhaus mit 390 Plätzen, Stellplatz für Autos, weil wir verschiedene Zoningen gucken gegangen sind und da haben wir herausgefunden, dass überall die nämliche Problem ist. Nämlich die Leute, die in der Schaffe kommen mit dem Auto und da sind dann so viele Autos, die auf dem Straße stehen. Wir wollten das nicht, wir wollen eine flott Zoning haben und dafür hat der Zaro sich dezidiert, für ein Parkhaus abzurichten. Und das ist so, dass wir auch froh sind, für mit der Ökonomie zusammen ein Pilotprojekt zu machen, auch mit einem Präfinanzement. Am Namen von Zaro wünsche ich mir alle guten Entreprisen auf jeden Fall bonne Chance, gut gelingen und wie gesagt, eine flotte Start hier auf dem Sitz. Die wird gesehen, wir werden es ganz sicherlich gefunden, für die eine oder andere Entreprise anzuweihen. Parallel zu den Arbeiten hier in diesem Industriegebiet wurden auch Arbeiten in Gras selber durchgeführt, unter Regie auch von der Gemeinde, auch für Regenwasseranschluss, Schmutzwasser, aber auch für die Stromversorgung von der Zaro. Beleuchtung. Beleuchtung ist
nicht nur eine sparsame LED-Leuchte hier genutzt worden, um auch Energie zu sparen, aber wir werden auch ein intelligentes Steuerungssystem einbauen, damit man in den Schwachzeiten zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens, ich meine, das kennt so jeder auch von seinem Wohngebiet, nachts brennt die Straßenleuchte, aber es ist keiner mehr auf der Straße. Also werden wir hier nicht die Beleuchtung ausmachen, aber runterfahren, runterdimmen, dass doch noch eine Grundbeleuchtung da ist und auf Bedarf, wenn zum Beispiel ein Auto in die Sonderaktivität reinfährt, dass dann die Beleuchtung auch nochmal hochfährt. Ja? Dass diejenigen, die dann reinkommen, auch volle Sicht haben, würde man mal sagen. Durch dieses System kann man dann auch nochmal so bis zu 30% Energie in einem Jahr sparen. Ein Highlight ist auch, und da kommen wir jetzt dazu, ist auch der Teich. Man weiß gar nicht mehr, wie man es nennen soll, weil ursprünglich war es ein Regenrückhaltebecken. Also Luxplan hat der Saro vorgeschlagen, sich nicht nur um die Rückhaltung von dem Regenwasser zu gucken, aber auch die Qualität des Wassers, was wir nachher dann in die Aisch, in den Vorfluter einspeisen. Die Sache ist so, was man oft vergisst, ist, dass auch Regenwasser Schmutzpartikel transportiert. Feinpartikel, die von der Straße kommen, Öle, die auf der Straße sind, die werden mit dem Regenwasser in den Vorfluter, in unserem Fall in die Aisch, eingeleitet. Die großen Partikel werden in einem Schlammfang gefangen, dann wird das Wasser in einen Sandfilter geleitet, der mit Schilf bepflanzt ist. Dadurch wird dann das Wasser gefiltert, das hält auch die Feinpartikel dann zurück und wird dann erst in das Regenrückhaltebecken geleitet und dann erst in die Aisch. Ich für 2,5 Jahre am Wirtschaftsministerium den Dossier von den Aktivitätszonen überholt, dort von Mengen allerbesten und allerleisten Maderbestand zu mir gesagt, ich meine ein Wettmatter, dass du an dieser Legislaturperiode keine neue Aktivitätszone wärst erweihen. Aber ich war damals zu viel perplex, für auf die Wette anzugehen, und ich meine, hat auch Chance, weil das wird heute den Herr ein ganz teuer gehen. Ich muss aber auch zu seiner Verteidigung sagen, dass der Teil ja eigentlich kein ganz neu Zone ist, in dem Sinn, dass sie ja schon en cours de route war, und noch schon ziemlich lang. Wir wissen, die letzten 2 Jahre aus dem Timing angehalten gehen. Und dafür will ich jeden wirklich felicitieren, den sich dafür engagiert hat, für das zu machen, dass das geklappt hat. Also bravo. Die Damen und Herren, mit dieser Sohn realisieren wir eigentlich ein doppeltes Objektiv, und das ist schon viel annimmt. Einerseits encouragieren wir, wie gesagt, die wirtschaftliche Würsten erschaffen, Arbeitsplätze, besonders dann auch hier an der Gegend. Und ich kann euch auch versichern, dass die Regierung eine ganze Reihe Projekte am Westen hat, an die auch wird unterstützen, auch an den nächsten Jahren. Aber auf der anderen Seite wollen wir, wie gesagt, auch die Nachhaltigkeit, den nachhaltigen Charakter von den Zonen, wo wir Arbeitsplätze schaffen, unbedingt beibehalten. An dem Sinn hat die halten Zonen effektiv Vorbildcharakter, viel ablernen, ganz viel ablernen, während der Konzeptionsphase vielleicht nach der Kap gerisselt gouf oder wo den eine und der andere wirklich nicht verstanden wird, das soll, die gehen haut appréciiert, weil sie eben auch dazu beidrohen, dass die Zone nur auch lebenswert ist und dass Leute gerne in der Schaffe kommen, dass sie sich wohlfühlen, und das denke ich ist ein ganz flotten Aspekt. Über den in sich wirklich freuen, wo ich überzeugt bin, dass auch andere Leute ein Beispiel holen, wenn sie jetzt so planen, dass sie werden bei euch kommen, für zu gucken, wie die das gemacht hat. Ich bin Herren wären nach pur Parzelle frei, aber ich bin überzeugt, nicht mehr lang, darüber wetten ich. Vielen Dank, merci.
Rotkreuz Lokalsektion vu Kirlen as lo seit 20 Joer aktiv, dat das nach relativ jung van den Vergleich mat der Escher Sektion, die lo 70 Joer feiert. Mei van den Techt jung, dann hecht dat net, dat het aber net dynamisch ass. Von den Gründungsmembern von 1996 sind dort ein ganz Party am Komitee dabei. Und da will ich besonders Gründungspräsidentin Willi Schandler annehmen, die während mehr wie 18 Jahren mit Dynamismus die Sektion gefordert hat und noch heute nach mit Elan dabei ist. Auf der Rückseite vom Programm, den er durchleitet, da sieht er den Detail von den Schecken, die wir über 20 Jahre ausgestaltet haben und Croix Rouge an auch das Resultat von 20 Jahren kennt. Wir kommen hier auf einen Monat von über 421.000 €, die die Lokalsektion zusammengedrohen hat. Vielleicht noch ein Wort zur Kate. 2016 haben wir an der Gemeinde 21.832 € kollektiert. Das waren 5,7% mehr wie 2015. Letzte Woche haben wir dann mitgeteilt, dass wir sozusagen Bronzemedaille erreicht haben, wenn ein Resultat von den Dons pro Einwohner an der Gemeinde guckt, im Vergleich zu den anderen Gemeinden. Just 3 Jahre danach wäre noch besser. Das formidable Resultat ist bestimmt auch darüber zurückzuführen, dass wir hier an der Gemeinde nach 53 Benevol Ketteuren und Kettösen haben, die an all Haus von der Gemeinde persönlich vorstellig gehen. Und das schon heinst du seit langen Jahren und Jahrzehnten. Alle Leute, die dir abgemacht haben und auch gespannt aufgehen haben, ein großes Merci. Dat waren Joren, da kann ich nicht über die KU schwätzen, ohne über die Flüchtlingskrise zu schwätzen, die hat das alle guten mitkriegt. Wir waren da als Sinn ganz engagiert, gerieren immer heute zu Lützburg rund 2000 von den 4.000 Betten, wo Leute können abgeholt gehen. Die Leute sind noch nicht mehr an der Phase, die letzte Jahr gekommen sind, dass sie auf Decisionen werden, leider zu viel oft, leider zu viel lang. Und dafür muss man auf dem Plan nach weiterhin aktiv bleiben. Wir versichern als Lützeburger Rotkreuz, dat doen zu machen, weil muss gemerkt gehen, aber auch Eis dazu beizutragen, für zu verhindern, dass die Leute müssen den halben Erdball laufen, für können irgendwo in der Dach zu kommen. Und dafür sind wir ganz viel an der Gegend von den Krisen her, von dieser Welt präsent und aktiv.
Leif Mama vun der Sektion Kirlen, Mënschen hëlle fir Mënschen, dat ass vun Äre Mottoen. Am mat all Ären Daen, die Dir all die Joren iwwerwissen huet, drodiert dazu bei an nach viel anderen Aktivitäten an hëlft der mat als der ganzer Gesellschaft. Besser kann also Äre Motto net sinn. Die droht mat Ären Engagementer dazu bei, dat immer weitergeht mat der Mënschlichkeit an der Toleranz und dat kein eitel Wert bleiwe. Dofir soll Sektion auch in der Zukunft können ënnert jene bestmäßige Konditionen funktionieren. Die Unterstützung, die Dir dafür von der Gemeinde braucht, die soll nicht garantiert sein. Wir an der Gemeinde sind aufrecht, dass Dir so formidablen und impeccablen Parcours gemacht hat, und sicherlich auch noch weiter macht. Ihre gute Nummer schließt sich auch auf die Gemeinde auf. Dir wisst, wo Dir es fand, wann der es braucht. Am Namen vom Schaffener Gemeinderat felicitieren dich zum 20. Anniversaire und wünschen der Sektion Kirche vom Rote Kreuz mit an der Spitze hier Präsident Nestor Dittler, all seine Komiteesmembern und alle Leute, die benevol immer da sind, wenn es gilt, weiterhin ganz viel Success. Haut ist es so, dass Pumpchen ein Teil was ein Aushangenschild von unserer Gemeinde. Ich meine, wenn du weißt, ob es geschieht, und Miseras, no du Mamas, die echt, die immer angerufen gehen, aus dem 012, und ganz oft sind das Pumpchen. Wenn wir die Miser haben daheim, oder irgend von unseren Matbären, da sind sie die auf der Stelle. Sie sind die Leute, die am meisten müssen da sein, mit dem Material, das gebraucht wird, mit allen Leuten, die zur Verfügung haben, gut ausgebildete Leute, mit gutem Material. Dafür sind wir zuständig. Die responsabel von der Politik. Weil hier Ausbildung ist der Garant für einen hohen Sicherheitsstand, den wir alle gut brauchen, den wir auch verlangen von unseren Leuten besser. Sie machen die Schulen nicht für nichts. Sie kriegen noch nicht für nichts. Hier Arbeitsstunden freigestellt, wir können so Studien zu machen. Das ist auch wichtig. Es geht uns auch einen sicheren Teil, dass das, was Sie an Ihrer Freizeit machen, aufgesichert ist, richtig ist und das, was Hand auch die richtig angelegte Hand ist. Für uns ist das ganz wichtig, aber für Sie sicherlich auch. Pumpjes Wesen, das kann die Lehrer nicht mehr so gelassen. Mit Pumpjes Sinn, das passt. Du passt mit live und mit Seele. Entweder du passt oder du passt nicht. Ein paar Donnerhin zu dem Fuhrpark, was wir hier ersät haben oder ersät kein Ass. Am Gemeinderat vom 12.2014 haben wir KDOW, Kommandowagen, bestellt. Das sind immer die expressiv deutsch Wörter, da sind das nicht so gewinnen. Ich sehe kein Pumpchen, ich sind doch noch gar nicht daheim. Ich fand die Ausdruck immer immens flott. KDW oder MZV, Mehrzweckfahrzeug, das ist richtig flotte Ausdruck. Aber wie gesagt, sie stehen an und drin. Mercedes, das Kommando wurden, die Nummer kriegt, dass ein Mercedes-Auto mit der Karosserie Römen, die haben das zusammengebaut, genau wie den Igor Deli haben und drin, die kommen von der Firma Jourdain und durch den Obbau die Firma Römen gemäht. Die zwei Autos zusammen, das ist eine Walle von ungefähr 117.000 €. Wenn wir etwas haben, an Pumpchen gerufen, und sie gebraucht, dann ist es nicht mehr wie normal, dass das Material, was sie haben, auch sicher ist, wo sie damit fahren. Und dass die Sachen, die sie brauchen, noch dran haben, wenn sie auf den Platz kommen. Dafür die verschiedenen Vierer. Wir sollen immer, das beste Material ist gut genug. Wie hat die DG gesagt, es muss kein Rolls-Royce sein, es kann auch ein Jaguar sein. Und dummer dann schließt sich auf. Viel ins Messfährt kommen, hat viel Spaß mit der neuen Auto. Mit der Kommando wohnt, und mit dem Netzwerkfahrzeug, was 3 Nummer steht. Halt er der Näheren, versucht es gut, dann hat er es lang, weil immer mehr kriegt er keinen mehr. Ich sage nicht merci. Weil du Kommandant.
Das ist auch Kommandowerke. Und da kriegst du Christian den Namen. Da kriegst du den Schlüssel von dem Dowohn und der Chef kriegt Schlüssel von dem Dowohn.